Antigua, die ehemals stolze Festung der Piraten, ist nur noch ein Schatten ihrer selbst, ja. Und das natürlich liegt ganz alleine an den Schattenkriegern und natürlich der Schatteninvasion prinzipiell. Die haben jetzt also soweit ausgeräuchert und so, aber es ist natürlich vor allem noch die Totenkopfhöhle hier vorhanden und ja. Die Frage ist halt, was können wir hier überhaupt noch bewirken dann? Aber jetzt erstmal gehen wir weiter in unserem Wege. Ja, man sieht schon, es ist noch gestartet und alles. Und wir gehen jetzt erstmal noch mal sagen. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Okay, schau natürlich, roher Fisch. Jetzt hast du was. Gehen wir jetzt erst einmal auf zur Insel der Diebe. Um endlich mal einen Helden aus Risen 1 und Risen 2 zu treffen. So, Bones, Edward, wo ist eigentlich, ja. Unser anderer Kumpel ist, keine Ahnung, spielt keine Rolle. Wir gehen weiter. Wie erwähnt, wir gehen zur Insel der Diebe. Wir hoffen jetzt mal ohne Systemabsturz. Wir hatten das schon mal vor etwa 4, 5, ne, 16 Parts. War's, glaube ich. Inseldiebe gefunden! Ja, war ja sehr schwierig. Ein Leviathan-Monster, ja, nicht schlecht. So, Das also ist die Insel der Diebe. Ja, pass bloß auf deine Taschen auf. Außer du willst als Bettler enden. Hatte ich nicht vor. Gut, ich will zwar nicht behaupten, dass ich den Gnomen nicht traue. Aber du traust ihnen nicht. Schon verstanden. jo, hab ich auch. Wo ist Mendoza? Mendoza, Bones kommt mit, wa? Komm mit. Sicher. Ja, weil ich habe keine Ahnung, wie ich gerade Mendoza irgendwie auswählen könnte. Oder ist er jetzt weg? Ja, hoffentlich nicht. Mendoza, du bist doch noch da? Der ist noch da, ja. Keine Ahnung, wo der gerade ist, irgendwie hin ist, dass sich finalisiert hat. Keinen Schimmer. So, dann haben wir noch ein paar Leviathane dort. Sagt eigentlich die Maps so. Wir sind jetzt hier oben, wa? Die Stadt hier gibt es scheinbar. Und hier soll irgendwo der Held aus Wissen 1 und Wissen 2 sein? Oh, ich weiß nicht. Ob es nur ein Gerücht sein soll. Ja, super, jetzt ist Mendoza da hier und ja, das kommt einfach nicht auf Schiff mit, wa? Egal, du bist dabei, das reicht mir bereits fürs Erste. Homi komme mit Granne Bodo. Homi Halbo, Murksatini Fu. Ich verstehe kein Wort, Kleiner. Oh, Ulvi Gaga, spricht ab jetzt deutlicher. Dann, Homi, verstehen, was Ulvi wollen. Viel Ärger auf dieser Insel. Gno in Gefahr, Kobolde böse. Ulvi wollen kämpfen, doch Khan verbieten. Fremden ist es verboten, sich außerhalb der Palisade zu bewegen. Wer ist Khan? Khan Matar alla Gno. Sehr weise. Na, den Chef können wir doch unmöglich warten lassen, meinst du nicht? Ist wichtig, dass Homi mit ihm spricht. Dazu du folgen Palisade, bis du kommst zu Gnomdorf. Dort wirst du ihn finden. Er steht meistens in Mitte von Dorf. Okay. Ihr habt ein Kobold-Problem? Jip, jip. Kobolde machen schöne Insel kaputt. Viele Bäume nicht mehr an ihrem Ort. Und sie klauen besondere Dingi von Gnu. Jetzt Geister von alten Gnom-Schamanen verwirrt und kämpfen an der Seite von Kobolden. Doch ihnen darf nichts geschehen, sonst wird unser Volk untergehen. Das ist natürlich doof. Die Kobolde beklauen euch also. Jip, jip. Ulvi nicht viel weiß darüber. Nur das eines von besondere Dingi ist großes Rohr mit Linse drin. Wenn du findest Rohr, bringen zu Khan. Alles klar. Warum verbietet ihr Khan zu kämpfen? Khan gesagt, dass alle Gno sterben, wenn Ulvi greift Kobolde an. Ulvi nix möchte sterben, Homi. Darum nur bewachen Palisade. Nix Klopper, er gesagt. Alles klar. Dann ist es wohl besser, nicht unüberlegt zu handeln. Jip, jip, schlauer Homi. Am besten du besuchen Khan. Denn
Große Gefahr lauert in Nähe. Kobolde haben viele Lager errichtet, auch hier im Norden. Niemand darf sich ihnen nähern. Auch nicht deine Begleiter, Homie. Das ist natürlich doof. Wir sollten uns das nördliche Koboldlager vornehmen. Khan hat aber verboten. Du schon vergessen? Wir Gnus sterben, wenn du Kobolde angreifst. Okay. Na schön, dann bring mich zu Khan. Hier entlang, Homie. Natürlich schade, wenn plötzlich irgendwie die Gnomes irgendwie aussterben würden. Okay, es sind ein paar Kobolde, sehe ich gerade. Ist nach vorne? Tu später. Blemokritus, weg da. Kralle auf ihn! Tschüssi! Kowski! Aua! Jip, jip! Bist du Upper oder was? Gatso Wotza! Was für coole Sprüche drauf haben, auch nicht schlecht. Habe ich da eine Kiste gesehen? Nö. Aha. Nu hopp, Homie. Ja, seht ihr, kann noch. Was da, Homie? Dann lass uns weitergehen. Jip, jip. Immer später, nix slower. Mir nach. Ja, warte mal ganz kurz, ich muss erstmal ein bisschen was ausrüsten, sonst seht ihr gar nichts mehr. Ich habe schon ein bisschen Mühe. Mache mal ganz kurz hier die Fackel und zwar am besten hier oben. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Ja, wir kommen ja schon. Duli, duli, dulu. Guck mal, wie niedlich. Ein Gnomendorf. So, wer da? Luki, Luki. Danke für die Führung, Kleiner. Nix zu danken. Ulvi immer helfen. Dankeschön, Ulvi. Ach, ich liebe diesen kleinen Gnom. Wenn schon mal dabei bin, kann doch irgendwas verbessern oder so. 4000 fehlt noch. Kann ja bereits mal Einfluss stärken. Härte, Fingerfertigkeit oder List auch. Fernkampf jetzt auch etwas. Für später dann. Nahkampf, wo 6000 ist noch ein bisschen weit weg. Naja. Ein Mensch? Auf meiner Insel? Ein gutes Omen. Vielleicht kann mein Volk gerettet werden. Omen? Was für ein Omen? Der große Vogel hat zu mir gesprochen. Er sagte mir, dass ein Homie kommen wird, wenn die Not am größten ist. Ihr steckt also in der Scheiße. Scheiße? Ein wunderliches Wort. Aber ja, bald wird es uns Gnomen nicht mehr geben. Die Kobolde wollen unsere Insel zerstören. Das ist nicht gut. Was ist dein Problem? Mein Problem? Du verstehst nicht. Es ist unser aller Problem. Die Kobolde sind über diese Insel gekommen und haben unsere Aurikulkis gestohlen. Das geht aber gar nicht. Hey, kannst du einfach so Aurikulkis stehlen? Nee, die müssen bestraft werden. Auf der Stelle. Was hindert euch daran, sie zurückzuholen? Wir sind klein an der Zahl. Kämpfen liegt uns nicht. Doch selbst wenn wir kämpfen könnten, gäbe es da noch ein Problem. Wenden wir Gewalt an, um unsere Aurikulkis zurückzuholen, wird der große Vogel uns bestrafen. Durch den Diebstahl der Aurikulkis haben sich die Seelen unserer Schamanen verfinstert. Ihre Geister kämpfen nun auf Seiten unserer Feinde. Wir dürfen sie nicht attackieren. Klingt langsam kompliziert. Ich werde dir die Aurikulkis bringen. Nein, nein, das kann ich nicht zulassen. Du würdest Gewalt anwenden, um sie zu bekommen. Nur jemand, der sie unentdeckt den Kobolden stehlen kann, ist diese Aufgabe würdig. Ich bin der Richtige für die Sache mit den Aurikulkis. Nun gut, deine Sturheit übertrifft sogar die der Gnome. Aber bedenke, tötest du einen von unseren Schamanengeistern, bevor du mir sein Aurikulki gezeigt hast, wird mein Volk Schmerzen leiden. Ich werde allerdings nur dich mit dieser Aufgabe betrauen. Deine Freunde müssen von den Lagern fernbleiben. Du solltest nun mit Khalil sprechen.
Er kann dir in dieser Sache sicher weiterhelfen. Wenn du willst, führe ich dich zu ihm. Jo, mach das mal gleich, aber vorher ganz kurz was anderes. Was hat es mit dem großen Vogel auf sich? Er ist der Hüter des kleinen Volkes. Wenn wir nicht mehr sind, geleitet er uns auf die andere Seite. Aber wenn wir ihn erzürnen, wird er seine Federn lassen. Ohne ihn ist der Weg in die nächste Welt versperrt. Es wäre ziemlich unpraktisch. Wegen der Aurikulkis. Wo soll ich nach ihnen suchen? Es gibt außerhalb der Palisade 4 Lager der Kobolde Homi. Sie sind im Norden, Osten, Westen und Süden. Dort wirst du jeweils ein Aurikulki finden. Jedes Aurikulki wird von einem fehlgeleiteten Schamanengeist meines Volkes bewacht. Erhebe unter keinen Umständen das Schwert gegen sie. Ich habe 4 Gnome entsandt, die Aurikulkis zurückzuholen. Ulvi, Namik, Meli und Famir. Wenn du sie triffst, werden sie dir mehr über die jeweiligen Koboldlager erzählen können. Warum kann ich die Schamanengeister nicht einfach töten? Die Aurikulkis der Schamangeister sind mit unserem Volk verbunden. Doch sei vorsichtig und versuche unbemerkt zu bleiben. Die Augen des großen Vogels sind auf dich gerichtet. Okay, okidoki. Bring mich zu Khalil. Nichts leichter als das. Folge mir. Ja, und hier soll es echt irgendwo... Der Held soll es ein 1, soll es ein 2 sein, ich weiß nicht so recht. Ja, ja, kann man schon. Du bist bereits mal erwähnt worden, so von wegen, ja, gibt es einen anderen Homie? Naja. Mal schauen. Wir sind da. Sprich nun mit Khalil. Ich gehe in unser Dorf zurück. Viel Erfolg, Homi. Bitteschön. Aktu, Homi. Dieser Gno hat viele eure Sorte getroffen auf seinen Reisungen. Hoffe, du willst diesen Gno nicht verkaufen. Nö, nö. Warum sollte ich dich verkaufen? Andere Homies haben es versucht auf meiner großen Reise. Ihnen geht es jetzt nicht mehr gut. Jetzt dieser Gno ist zurück von großer Reise und bewachen Kawa seiner Mitgno. Er ist jetzt erfahren im Kampf, trotzdem sehr gefährlich hier. Brauchst du Hilfe? Khalil hat Auftrag von Khan bekommen, das Aurikulki aus dem westlichen Koboldlager zu holen. Eigentlich war das Aufgabe von Namik, aber Namik nie ist zurückgekommen. Das ist großes Kaka, weil dieser Gno hier nicht weg kann. Khalil muss Eingang bewachen. Erzähl mir mehr über die Aurikulkis. Aurikulki sind wichtige Dingis. Jeder Gno sammelt in seinem Leben ein Aurikulki. Wenn du mehr wissen möchtest, rede mit Khan. Die Bolde im westlichen Koboldlager haben den Schädelmacher unseres Schamanen Wesi geklaut. Wir brauchen Wesis Aurikulki unbedingt zurück. Ich werde für dich das Aurikulki holen. Warum sollte Homi das tun? Sag du es mir. Pass auf, Homi. Bringe das Aurikulki zu Khan. Dann gibt dir Kali eine Belohnung. Alles klar. Hat Homi schon mit Khan gesprochen und kennt das Problem? Ja, ich kenne das Problem. Ich werde aufpassen, dass ich das Aurikulki ungesehen aus dem Lager heraushole. Warmo, Homi, viel Glück. Das könnte schwierig werden. Wie komme ich ungesehen in das westliche Lager hinein? Gehe geradeaus durch das Tor Richtung Westen auf das Lager zu. Vor dem Lager biegst du links ab. Ich glaube, Namik hatte vor, sich von oben mit einer Liane abzuseilen. Homi kann auch versuchen zu springen. Vielleicht findest du Namik auch unterwegs. Er hatte sich einen Plan aufgeschrieben, wie er das genau machen will. Möglicherweise kann er dir helfen. Hoffen wir es mal, wa? Okay, die Fackel ist bereits wieder down. Naja. Mal speichern. Gut, wir sind jetzt hier im Westen. Warte, geht jetzt hier mal durch. Muss ich irgendwie... Kali hält Nase und Ohren offen, immer wachsam. Dankeschön. So, bei uns bleibst du mal... Schmiedehammer, okay. Bei uns bleibst du mal hier, bitteschön. Bei uns.
Warte hier. Klar. So, er wartet also hier. Kann ja eigentlich schleichen, wa? Oh, wie ging das schon wieder? Nee, sowas nicht. Ah, hier. Hier ist ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gefragt. Ich schätze, in diesem Bereich der Insel gehe ich am besten alleine weiter. Bin ich ja schon dabei. Okay, da ist der Schamanen-Dingsbums. Ja, da geht doch nicht. Das sehen wir doch sofort. Da kann ich die beiden killen und den einfach einen anderen Typen in Ruhe lassen. Ja, das ist Wes. Nee, das ist gar keine gute. Ja, gut, das war natürlich sowieso ein Fail. Okay. Gut, ich bleib hier. Hier ist ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gefragt. Ich schätze, in diesem Bereich der Insel gehe ich am besten alleine weiter. Die Frage ist, wo hat es hier überall Kobold? Ist das der eine Namik tot? Gar nicht gut. Er hat einen Brief dabei. Ich sollte ihn mir mal genauer anschauen. Vielleicht steht etwas Brauchbares drin. Ja, dann lies noch mal vor. Meine Fresse. Ja, Auftrag erhalten. Wo ist der jetzt? Müsste theoretisch hier sein. Nee, natürlich nicht. Plunder. Bei Plundern schlecht. Hier, Auftrag. Von keinen Dingen, die Namik sich merken muss. Noch ein kostbaren Ding ist Punkt, das wichtigste. Namik nicht vergessen darf. Okay. Wenn sich ein Baumfresser lagern, nee, kann gesagt, darf nicht erwischen lassen. Darf sterben, kann gesagt, nicht sterben. Dingen soll zu Kahn bringen. Plan, rennen, blöde Idee. Am besten Namik geht rechts und links im Lager herum auf die spitzen Felsen und nach unten kommen. Und runter und wieder auf. Gut, ja, kapiert, alles klar. Trotzdem mal ganz kurz speichern und los geht's. Jetzt hoffentlich keine Kobolde. Dort sind die, ja. Die Frage kann man dann schnell ein bisschen rundherum, wa? Vielleicht sogar hier. Weil ich meine ja, so schwierig kann das ja theoretisch nicht sein. Da hätten wir die Liane zwar. Das mal ein bisschen geduckt vor. Ja, dann hätten wir jetzt mal das, aber Ich habe kein Fleisch zum Braten. ach nötig, ich will die Liane. Ich will doch gerade verarschen, ich will die Liane haben. Hallo. So, geht doch. Hilfe. An der runtergefallen. So. Problem wäre wohl gelöst, mindestens mal Nummer 1. Wow. Ah, Mann. Hatte gerade Hill, kommen wir wieder zurück. Na, ganz toll. Lasst mich in Ruhe. Bones, hilf mir! So, ich geh mal voraus. Tschüss! Der Rest kümmert mich nicht mehr. Bams, Bums! Oh, der will ich gar nicht mehr. Aua! Die Fresse hauen kann natürlich. Gar kein Problem. Das tat weh. Soll es ja auch. Gut. Ja, dankeschön. Du. Alles haben wir bereits. Hallo, Leute, bin zurück. Wegen der Aurikulkis. Kommt dir das bekannt vor? Oh ja, das ist das Aurikulki von Wesi.
Viele Visionen füllten seinen Kopf, als er aus diesem Gefäß trank. Und der Morgen danach war von stetiger Übelkeit erfüllt. Ah ja. Woher kamen die Kobolde? Ihr Ursprung ist mir unbekannt. Aber auf unsere Insel kamen sie mit großen Flößen. Doch ich frage mich, wer sie dazu überredet hat, die Gefahren des Meeres auf sich zu nehmen. Irgendetwas oder irgendjemand muss sie antreiben. Die Frage ist bloß was. Wer auch immer die Kobolde anführt, ich finde ihn. Und wenn du ihn gefunden hast, was wirst du dann tun? Verhandeln ist wohl nicht. Leider nein, auch wenn ich es mir wünschen würde. Dann begrab ich ihn. Pass auf dich auf, Homie. Von deinem Leben hängt das Schicksal aller Völker ab. Jojo, nix Neues. Wo ist das Hauptlager der Kobolde? Unsere Widersacher haben sich tief in den Fels gegraben. Begib dich auf die Südseite der Insel. Dort solltest du vom Strand aus einen Zugang zu ihrem Bau finden. Doch sei vorsichtig. Die Kobolde mögen zwar klein wie wir Gnome sein, aber sie sind umso zahlreicher. Alles klar, dankeschön. Okay, also das Lager der Gnome ja nicht mehr so groß wie auch schon, war. Verdammt, wir sollen hier irgendwo... Der Held aus Reason 1, Reason 2. Kann irgendwo vielleicht hier drin pennen? Nee, wa? Wäre ein bisschen sehr schräg. Nun gut, Leute, werden sich rausfinden, was hier noch genau abgeht und so, vor allem mit den Kobolden noch. Aber das machen wir dann doch erst im nächsten Part wieder hier bei Reason 3 Titan Lords. Bevor ich dann ganz kurz vergesse. Geht doch. Ja, das ist doch geil, Mann. Kommen wir jederzeit wieder zurück. Jederzeit. Tja. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Reason 3 Titan Lords. Ciao zusammen.